gute Mittag. Erlaubt man mal techt, ich alle Merci zu suchen für ihre Flexibilität, dass das so sehr kommt, ob das Pressekonferenz bei uns kommen. Wir hatten Haut uns Gremie bei Ihnen und da wollten wir dann aber direkt ich alle Guten informieren, was du décidéiert ginnas. Ich ging aber dich gerne aufhängen, an dem sich mein Bedauern, aber nach ein so ja, das ist aber ganz trauer, sie ganz traurig, dass der Pierre Gramegna décidéiert hat abzuhalten. Wir haben lange probiert, den Zivilization das nicht zu machen, zu bleiben. Wir respektieren sein Choix. Ich meine, da hat jeder Verein doch für sich selber Decisionen zu holen, und das respektieren wir alle Guten, und das tun wir alle Guten zu respektieren. Nichtsdestotrotz, als das war so, dass ich 8 Jahre lang mit Pierre Gramegna formidabel gut zusammen geschafft habe. Wir haben vieles erlebt, wir haben heinst du viel gelernt, und wir haben vor allem ganz, ganz viel geschafft. Wir haben allen zwei Politik entdeckt, wo wir angekommen sind. Und wir sind da zusammen rangewusst, kann ich das so, wir sind da zusammen an die Wahlen gegangen, zusammen mit unseren anderen Regierungskollegen, mit unseren anderen Fraktionskollegen, mit der ganzen Partei. Wir haben dann 2018 noch einmal können den Premier stellen, den Xavier Bettel. Das war eigentlich ein ganz großer Moment, den wir zusammen erlebt haben. Und diese Erlebnisse, die hält natürlich keiner uns weg. Auch von der Pierre Milos wird tröppeln und nicht mehr Finanzminister wird sein, wird natürlich das erlebt und die gemeinsamen Experienzen als erhalten bleiben. Und ich bin auch ganz froh darüber, und ich bin auch ganz sicher, dass die Freundschaft als wird erhalten bleiben. Der Pierre hat mir auch schon zugesichert, dass er regelmäßig wird bei uns, bei der Demokratischen Partei, an der Komiteedirektor weiterkommen, wo als frühere Regierungsmember dem Moment dann natürlich auch angeladen ist, und ich freue mich dann auch schon, ob die weiter austauschen, die wir da werden auch alle zusammen haben. Ja, mir habe ich so eine Zeit lang probiert oder lang probiert, dann insistent probiert, den Pierre Gramegna zu überzeugen, zu bleiben, und wo uns dann aber mitgeteilt hat, dass eine Decision geholt wäre, dass die Welt mir lostrippeln. Dann haben wir natürlich angefangen zu überlegen an der Partei, wen das Nachfolger von Pierre Gramegna können die überholen. Und da hatten wir vor allem etwas am Blick, das war wohl vom Land. Wen ist kapabel, an das Finanzministerium zu kommen, mitten an einer Legislaturperiode, wen hat das Wissen dafür, wen hat eine internationale Experienz, wen weiß, wen sich wo was funktioniert am Staat, außerhalb vom Staat. Und da haben wir lang überlegt, wo wir dann den Namen von Juriko Backes hatten, wo wir da waren wir direkt sicher, dass das den ideale Profil wäre für das Land, für uns als Finanzminister auch am Ausland zu vertreten, für do mit den europäischen Kollegen auf internationalem Plan auch mehr weit wie Europa können Lützeburg zu vertreten und auch die Interessen von Lützeburg können zu vertreten. Und du warst natürlich noch umso mehr froh, wo den Büroexekutiv und den Komiteedirektor von der Demokratischen Partei unanimement décidéiert haben, dass Juriko Backes soll dem Premier proposiert gehen, für an die Regierung zu kommen. Und natürlich waren wir immens froh, dass Juriko Backes das akzeptiert hat. Ich meine, das ist eine schwierige Decision. Das ist eine ganz schwierige Decision. Wir werden natürlich voll Hand am Stehen, und ich hoffe, dass das ganze Land Juriko Backes wird unterstützen an seiner Aufgabe, weil es ist nicht evident. Wir sind an einer Krisenzeit, wir sind an einer Zeit, die nicht evident ist. Und ich bin sicher, dass Juriko Backes genau die richtige Person ist, die de Pierre remplacieren kann am Finanzministerium. Und ich bin dafür ganz froh, dass sowohl die Demokratische Partei unanimement Juriko Backes genannt wird, wie auch Juriko Backes das d'accord war, für das zu machen. Und dafür ist Juriko auch direkt heute schon hier. Ich bin aber auch ganz froh, dass der Pierre nach mit dabei ist. Wie gesagt, der geht uns ja nicht verloren. Wir werden uns weiter erhalten bleiben, auch als Conseiller, für uns weiter zu beraten. Also ich meine, die Zeit, die man hatte, war wirklich eine super Flotzeit. Sie ist noch immer
ganz konstruktiv, mir schaffe ganz viel zu summen an wie gesagt mir wo gut Momente zu summen, mir noch der Momente, wo wir am Stress sind, an dat wird natürlich auch so bleiben. Und ich bin sicher, dass der Pierre auch weiterhin uns ganz gut rot Kagin weiterhin an Parteigremien und dafür sind ich ganz ganz froh. Vielmals merci und ich ging dann lo dem Premierminister fortgehen. Merci Corinne. Verdechte erlaubt man dem Pierre an auch seiner Frau Sylvie wird haut bei uns merci zu so. Ich kann mich erinnern, Pierre, wie wir für mehr wie 8 Jahre zusammen diskutiert haben, wo es doch bereit war, den Challenge umzuholen, wusste man direkt gesagt, es geht nicht einfach, aber ich werde probieren, mein Bestes zu machen. Ich kann da sagen, du hast die letzten 8 Jahre das Maximum gegeben, den kann auch von einem Finanzminister erwarten. Du hast das nationalen Plan gemerkt, du hast das europäischen Plan gemerkt, du hast das internationalen Plan gemerkt, du hast ganz oft, und ich weiß das, weil den einfach Eco noch kriegt, weil den einen oder den anderen Finanzminister auch in Kontakt mit dem ist, ganz oft mediiert für Lesungen auch zu fangen. Du hast im europäischen Niveau gemerkt, du hast im internationalen Niveau gemerkt, und bei unserem Regierungsrat wusste auch immer den Opfer, den nicht geguckt hat, von welcher Partei welche Ideen kommen, mir selbstverständlich, so wie wir alle Guten auch für die Politik machen. Und du als Finanzminister, wo ihn dann auch so braucht, immer gesagt, das ist wichtig für uns Land, und dann haben wir auch immer zusammen die Projekte unterstützt. Der Schwarze, den ich bereuen am Sinn, dass ich gerne mit da geschafft habe, mit denen ich respektiere. Ich meine, Corinne Sudlow just, probiert dazu so, dass man froh wäre, wenn es doch gibt weiter machen, schwer als zu respektieren, dann schmengen de Fairplay für zu so, hey, wann ich ophalen, dann ich will nicht Mund für die Wahl ophalen an nicht mehr gehen, ich will auch dem Wähler so, dass ich nichts kann nicht mehr gehen, dann schon nicht auch gesagt, dass ich nicht mehr will, man dann schon was fallen gehen, und dafür eben auch weil freizeitig dann eben noch die Missionär, dass eine andere Person auch kann eben weisen, was sie kann, und dafür Wähler steht nicht immer einem Titel, mir auch mit dem, was sie bis dann auch kommt realisieren. Du hast auch mitgedeelt, doch wenn es nicht nur geht, mit dass du auch Großpappes für dich in kurzer Zeit an ich weiß, wie wichtig für dich auch die Familie. Also wir wünschen auf jeden Fall, dass schwarzen Schlummel persönlich, nämlich sind überzeugt auch die Kollegen an der Regierung all Gutes, für allem viel Fried auch mit den Familienmembern. Dann, so wie Corinne Logist erklärt hat, wo du eben froh, wie kann die Sukzession noch überholen? Das ist keine einfache Sukzession. Und ich will sagen, dass das auch direkt der nächste Reflex war von der Madame Backes. Das ist ein Challenge. Es gibt kein Promenade. Es gibt nicht einen Spaziergang, wo ihn einfach durchgeht. Das Madame Backes kann nicht professionell, wofür drin dem Jean-Claude Juncker sein Konzert Diplomatik so Sherpa nennen, das sind die Leute, die mit einem Regierungschef oder einem Staatschef selon Form von den Ländern zu Brüssel am Conseil Européen sitzen, die Kuvertur von all den europäischen Dossiers auch kouvrieren. Das heißt, ich hatte viele Dossiers, wo ich zusammen mit der Madame Backes zusammen so jahrelang, den Jean-Claude Juncker auch jahrelang, wo wir auf die Wissen, die Analyse, an eben auch Point de vue, die Madame Backes da gemacht hat, uns immer konnten verlosen. Das heißt, rationell, pragmatisch, an auch etwas, was muss Pierre so, was Juriko Mathieu erklärt kriegen. Ich will nicht sagen, dass der Jean-Claude Juncker nicht vielleicht nicht immer die einfachste Ware für zu verstehen. Mir wird immer fertig spricht, alles zu erklären, für dass man auch dann nur an einen kurzen Crashkur van Staatsokaen, die langen Noten, die man von den Administrationen vorbereitet kriegen, immer kurz zu synthetisieren, für das man auch eben sehr konnte verstehen, wann da noch so ein Match war, wo es für uns wichtig war, an die Matcher haben wir auch zusammen gemacht. Viertrum will ich auch sagen, dass Madame Backes zu Diplom erholt man den CW wird öffentlich gemacht gehen. Madame Backes wurde ein Diplom von der London School of Economics, wo der auch Japanisch also mir ganz viel studiert dann noch am Collège de Bruges auch durch ein Diplom gemacht hat. Madame Backes ist auch Diplomatin, sie war auch schon en Post
auch zu Lützeburg an Post an ganz frei wie gesagt, aber schon durch die Erfahrung und durch die Kompetenz auch eben den diplomatische Bruder von Regierungschefen wie den dem Herr Juncker an noch mich selber. Dafür haut hun ich auch dem Grand Duc Grand Duc telefoniert, weil wie der wisst als Madame Backes ja auch Maréchal de la Cour an wo wichtig auch Grand Duc schwätzen. Madame Backes hat auch ein Entretien Grand Duc. Es sind ganz hofrig über die Unterstützung, die man auch kriegen. Einerseits von der Partei, andererseits von auch Koalitionsparteien auch informiert, die wird der Schwa von Madame Backes dass die echt Frau die Finanzminister wird. Mir hatte bis haut keine Frau, die zu Lützeburg Finanzminister war, und sie noch ganz hofrig über die Schwa, den Gehol Ginas wird Madame Backes die Portefeuille auch zu proposieren. Also wie man Madame Backes auch kennen, hat sie einen Ton de Reflexion gebraucht, wo sie so tut, sind nicht kapabel, sind nicht kapabel. Ich kann nicht schüss garantieren, so wie ich Madame Backes kennen. Dauer nie geguckt wird. Dossien immer geguckt gehen. Dauer immer opas. De Büro immer opas. Bereitschaft für Sachen zu erklären. Immer doas. An der Lützeburger Beefsteak, internationalem europäischem Niveau zu verteidigen, so gut es geht, und noch, wo ich weiß, die Pugnacität dann einfach aber mit der Intelligenz auch für zusammenzubringen, auch also internationalem Niveau wird ganz, ganz gut repräsentieren. Dafür erst zwei große Merci, Pierre, für das, was du gemacht hast, die letzten 8 Jahre. Juriko, dir ganz, ganz große Merci für das Mandat zu akzeptieren. Madame Backes, als seit über 20 Jahre Serviteur de l'État, immer für die Chose publique sich engagiert und nie demeritiert. Es ist ganz hilfreich, ob Wissen, ob Können und ob Kompetenzen von Madame Backes für die nächsten Jahre können zu zählen. So nicht merci. Voilà. Ich will natürlich aufhängen für den Premier und der Parteipräsidentin an der Parteigremien auch große Merci zu so für die Confiance, die sie an mich haben. Das ist ein immens groß Ehr für mich natürlich für so eine wichtige Funktion proposiert zu kriegen. Das ist immer wirklich der Envergure von dieser Tasche ganz bewusst. Der Wichtigkeit von dieser Tasche, von dieser Funktion ganz bewusst. Das ist ein Défi, den ich unholen. Das ist ein Défi, den ich unholen als neuen Member auch von der Demokratischen Partei. DP, wo ich die Vision und auch die Valeuren, für die die Partei steht, teilen und für die ich mich auch werde engagieren. Ich komme nicht aus dem Finanzsektor, ich bin nicht am Finanzsektor groß gehen. Ich meine, die heutigen Tasche als eng, wo ich mich werde mit voller Energie, mit voller Determination engagieren. Ich will dem Pierre Gramegna auch vielmals Merci sagen für seine formidable Arbeit. Ich meine, hier wird natürlich Lot immens hoch gelöst für mich. Das gibt keine einfach Sache mehr. Ich meine, ich werde das mit der nötigen Serenität umgehen. Ich meine, das ist nicht einfach, Haut Politik zu machen. Aber ich bin determiniert und engagiert, für das Beste zu machen und für auch dem Pierre einen würdigen Successor zu sehen. Ich engagiere mich auch für die Partei. Für mich wurde immens wichtig, am Anfang über meine ganze Karriere für keine politische Parteikarte zu haben. Ich bin an der diplomatischen Karriere groß gehen und ich meine, das war für mich wichtig. Ich meine auch wie für de Pierre, für justement keine politische Parteikarte zu haben. Das wird mir erlaubt, für Jean-Claude Juncker als Premier zu schaffen. Das wird mir erlaubt, für den Xavier Bettel als Premier zu schaffen.
Für mich war das auch wichtig, keine Parteikarte zu 100 andere Funktionen als Repräsentant von der Kommission zu Lützeburg wird auch wichtig, für dann Confiance eben auch von der Regierung zu holen, für den Job zu machen, für die Confiance auch von Chambersdeputierten zu holen, für die Arbeit zu machen. Und ich meine auch zum Schluss als Maréchal konnte ich den Grand Duc am besten conseillieren, auch ohne politische Parteikarte. Voilà. Das ist aber ernst. Ich habe mich engagiert, werde da doch mit voller Determination machen, dass ein neues Kapitel dann an meinem Leben. Und ich freue mich auch darauf. Ich weiß, es gibt eine Challenge, aber ich freue mich darauf. Eine Sache ist mir auch noch wichtig zu sagen. Ich habe natürlich mit dem Grand Duc darüber geschwärzt. Ich habe hier mein Choix mitgedeelt. Ich habe noch mit dem Grand Duc Héritier geschwärzt. Ich sage Ihnen auch merci für die Confiance, die Sie an mich hatten. Ich meine, das war nicht immer eine einfache Zeit für keinen. Wir haben eine Reform gemacht. Ich meine, heute haben wir eine neue Administration. Maison du Grand Duc, die auf soliden Face steht. Am Intérêt von der Monarchie, für mich ganz klar am Intérêt vom Land. Ich will hier auch, das ist vielleicht ein bisschen ein komischer Platz, mit dem Komitee de Direction von der Maison du Grand Duc, meine Kollegen do merci so, die mich unterstützt haben und die eine formidable Arbeit gemacht und wirklich eine fantastische Equipe an auch den anderen Mitarbeitern von der Maison du Grand Duc, die mich unterstützt haben. An ohne deren Soutien, an ohne deren hier Conseil die Aufgabe noch viel mehr schwer gewirrscht wäre. Voilà. Für vis-à-vis von der Presse von ihr freue ich mich auch auf ein flott und ein konstruktiv Zusammenarbeit. Ich sage nicht merci. Also normalerweise schwätze nicht frei, ich werde dann doch Haut machen. Das ist aber eine einmalige Gelegenheit für vielen Merci zu sagen. Und ich will wirklich keine vergessen. Die erste auf meiner Liste sind, die sind natürlich überhaupt nicht schwer zu vergessen. Ich fange nun, an dem ich dem Corinne Kern als Präsidentin von der Demokratischen Partei Merci sagen für die Confiance, die Demokratische Partei an mich gesagt hat, vom ersten Tag an, wo ich Member gesehen, ähnlich wie Thierry Kobacke gerade gesagt hat, hatte ich auch an meinen vierten Leben als Diplomat oder als Direktor von der Chambre de Commerce keine Partei gehört, sind aber auch mit Begeisterung an die Partei herangegangen, wie ich Finanzminister gesehen. Es sind an der DP mit offenen Armen empfangen gehen und ich werde das nie vergessen. Den zweiten Merci geht natürlich an unseren Premierminister Xavier Bettel, den direkt Confiance an mir hat, sonst hätte man ja den Posten vom Finanzminister nicht proposiert. Und ich hoffe, er regretiert es nicht, und hat es ja gesagt, er regretiert es nicht. Und ich regretiere es natürlich auch nicht, war eine ehemalige Erfahrung. Es war auch, ging es so, ein Dialog, einen permanenten Austausch zwischen ihm und mir vom ersten Tag an. Ich habe den Posten vom Finanzminister akzeptiert mit enger ähnlicher Kondition, dass das am Koalitionsprogramm von 2013 ging dranstehen, dass wir ein Defizit vom Staat gingen am Griff halten und dass wir hauptsächlich so Sachen gingen meinen, dass ein Staatsschuld sollte unter 30% bleiben und dass wir zur ganzen Periode immer den Pakt Stabilité Croissance gingen anhalten. Und sonst kann der Finanzminister natürlich nicht der Appetit von all den Ministern standhalten. Wir haben zusammen, Xavier, auch mit anderen Kollegen, aber en particulier mit dir, Stabilität finanziär, Stabilität von den Staatsfinanzen garantiert, und wir haben als Fiskalität und als Transparenz an der Fiskalität gemacht. Wir haben also da eine große Transformation, eine große Modernisation gemacht. Und ich meine, ohne die 100% Confiance, die wir reziprok hatten, wäre das nicht möglich gewesen. Ich habe versucht, meine Arbeit zu machen, so wie das an der Assermentation sieht, mit Integrität, Exaktitude und Impartialität gemacht.
Ich werde das auch weiter machen bis die letzten Tage. Den 16. Dezember wird ein Budget gestimmt für der Chambre und ich werde auch da der Chambre merci so für die Kooperation über die 8 Jahre und ich werde mit live also dabei sein bis die letzte Minute am Anfang von den nächsten Tagen von Januar. Wer doch ist unbedingt heim muss so, ich schon gerade von der Sermentation geschwätzt. Ich ging gerne so und das rengiert wer an der Regierung vom Grand Duc können zu schaffen und zu exerzieren. Und ich will von hier aus als dem Staatschef merci sagen für seine Confiance über die 8 Jahre. Confiance ist ganz wichtig und ich schon versicht auch am Conseil du Gouvernement Confiance von allen Ministern zu haben. Ich habe mein Arbeit gemacht, an dem ich natürlich immer das Interesse vom Land als oberstes Ziel hat und als zweit immer einen gemeinsamen Nenner zu finden. Der gemeinsame Nenner war natürlich nicht mehr möglich, weil ich konnte mit allen Ministern dialogieren. Ich ging ihnen alle Guten von allen Parteien merci so und noch mit den 4 Vizepremierminister konnte einen ganz guten Dialog machen. Und ich will auch von hier aus Gelegenheit ausnutzen von engem von den 4 Vizeministern eine konstante Verbesserung von seiner Gesundheit zu wünschen. Es gibt einen Spruch, schon dat nach Haut, da wo ihr versicht not zu gucken, mit wie sie nicht genau wohin hier könnt. Das folgende: If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Das war ein bisschen mein Motto, mich ging es so, und das war das Motto von der ganzen Regierung. Ein Schlüssel für das fertig zu bringen, ist natürlich, mit den Leuten fein zu sein, sich Dossier zu kennen, mir hauptsächlich diplomatisch zu sein. Die versteht, wo ich will hinkommen, ist ein Berufsdiplomat, und Thierry Koubakis als ein Berufsdiplomat. Und en fait hat ich ein Kehr vielleicht am liebsten einer Person gesagt, ich war einmal Diplomat. Du die Person mal gesagt, im Moment, ein Kehr Diplomat, immer Diplomat, weil das nicht nur ein Beruf, das ist eine Attitüde an Leben, an die hat. Thierry Koubakis. Ich habe Thierry Koubakis kennengelernt 1999, wie wir zusammen zu Tokio die Staatsvisite vom Grand Duc Jean, also regretiert und belebt den Grand Duc Jean, organisiert und war auch dem Grand Duc Jean seine letzte Staatsvisite. Und seitdem haben wir uns nie verloren. Wir haben an alle Kapazitäten, an allen professionellen Experienzen, die Thierry Koubakis hat, man ihnen geschafft. Und die Arbeit, die wir hier gemacht haben, ich als Diplomat, nur an der Chambre de Commerce oder nur als Minister, war immer phänomenal gut. Der Premierminister hat alle guten Qualitäten von Thierry Koubakis aufgezählt, und seine Experienz könnte dem Land zu gut, international und national. Ich bin immens froh, dass Thierry Koubakis akzeptiert hat, mein Successor zu gehen. Ich hätte mir keine bessere vorstellen. Und ich will dem Juriko versichern, dass ich alles werde machen, für dass es eine optimale Transition gibt und dass ich immer da bin, für den oder den anderen zu belichten, was kompliziert sollte sein. Aber ich will dir auch so, Juriko, für den Job hier zu machen, du bist nicht allein. Der Minister ist den immer am Vierschein ist, auf dem Devant von der Seine. Ich ging hier gerne ein Bild vom Eisberg gebrauchen. 10% von der Arbeit, die gemacht wird, wird vom Minister gemacht. Wir haben ganz viele Institutionen, an Administrationen, an Akteuren, die ihm helfen. Ich ging hauptsächlich gerne unterstreichen, was für eine phänomenale Equipe ich am Ministère des Finances habe. Und wir haben ein Ministère, das gut zusammen schafft, an sich selber, aber auch mit anderen Ministerien und mit anderen Administrationen. Ich will, das ist selten, dass ich das möchte, ich will das machen. 3 Leute aus dem Finanzministerium hier loben, die mir immens geholfen haben, wie ich angefangen habe, und die en fait auch Rückgrat sind vom Finanzministerium. Für den ersten, den früheren Sekretär General vom Ministère des Finances, Etienne Reuter. Zweitens,
den Direktor vom Tresor Isabelle Goubin an lo den aktuellen Direktor du Tresor Bob Kiefer. Staatsfinanzen sind an der Reihe, ich komme nach nur kurz drauf zu schwätzen, sie sind aber auch an der Reihe, wenn man Administrationen haben, die einen super Job machen. Ich denke, du die Inspektion Générale des Finances und Steuerverwaltung und Douane und den Enregistrement. Die Staatsfinanzen geht es aber hauptsächlich gut, weil da dieser Wirtschaft gut geht. Wir sind in den Ländern, die am besten durch die Krise kommen ist, und das ist bewiesen dadurch, dass wir letztes Jahr nicht minus 1,1% Schütt vom PIB hatten, und das Jahr könnt nicht von nicht. Aber dadurch, dass wir eine gute Ökonomie haben und hauptsächlich einen ganz starken Finanzplatz, kann Lützeburg auf die Pandemie zurückgucken, also wirtschaftlich stimmen wir viel besser wie vor der Krise, und wir stehen viel besser da wie alle guten als europäisch Nachbarn. Wir sind das einzige Land, das an diesem Blick den Stabilitäts- und Wachstumspakt respektiert. Darüber können wir als Mensch alle Guten freuen. Aber es geht nicht durch, dass ihn gut Zahlen hat, es muss ihn aber auch dafür sorgen, dass ihn sich modernisiert und den Zeitgeist versteht. 400 Jahre, wie ich angefangen habe, hatten wir auf der Finanzplatz Tätchen. Wir hatten Reputationsschwierigkeiten, die auch den Image von Land tangiert haben. Heute ist den Image verbessert, dadurch, dass wir als Land transformiert haben, Gesetze geändert haben, wir haben das mit dem Sektor gemacht und nicht gegen den Sektor. In einem Sinn von Dialog, so wie wir das zu Lützeburg können. Ich ging gerne in dem Kontext den zwei Regulatoren felicitieren, die das mit begleitet und das ganz gut machen, CSSF und Assurance. Wir haben natürlich auch versucht, und das ist gelungen, als Finanzplätze diversifizieren und Promotion davon zu machen. Eine spezielle Rolle könnte Luxemburg for Finance und noch hier will ich loben, die Arbeit, die hier vom Direktor Nicolas Mackel gemerkt hat, ganz remarkabel, was hier geschieht ist. Und wir haben das Hand an Hand, wie gesagt, mit dem Sektor gemacht. Wir haben eine double Transition an der Wirtschaft weltweit. Die enge Transition als geringer Klimatransition. Und da haben wir gerade auch an der Finanzwelt Luxemburg Sustainable Finance Initiative gemacht, um sind wir am Gang zu transformieren. Lützeburg steht hier auf den nächsten Plätzen vom Podium in Europa. Und an der Digitalisation haben wir das Luxemburg House of Financial Technologies, der Loft, gegründet in eine Success Story, auch dank einem Direktor, dem Nasir Zubairi, der ganz gut arbeitet. Du möchtest von hier aus will ich dem Grand Duc Héritier, den Lograt der Loft visitiert, da wo ich hätte sollen dabei sein, merci sagen für seinen Einsatz an der Promotion von Lützeburg. Wir haben ein Letztes gemacht, eine große Stabilität von der Finanzplatz, an dem wir ein Komitee der Risiko Systemik geschaffen haben. Und ich will von hier aus der Lützeburger Zentralbank merci sagen für hier Unterstützung. Mehr Sicherheit als das, was wir alle gut brauchen. Und du sagst, Juriko, mit denen, die ich hier aufgezählt habe, du bist nicht allein. You're not alone. Zum Schluss ging ich gerne ein paar persönliche Messagen machen. Alles, das, was ich gemacht habe, wäre nicht möglich gewesen, ohne eine Person zu haben, die mir Rückgrat ist, mir direkt frei gehalten hat und immer für mich da war. Sie ist nicht nur meine Frau, sie ist nicht nur mit Mama von unseren Kindern, sie ist eine exzeptionell passionierte, generöse Person. Merci, Sylvie. Ich will auch zwei andere Personen hier loben, die für mich immer eine Inspiration wären. Das ist meine Mama. Meine Mama ist 1951 auf Lützeburg gekommen, für eine Familie zu gründen. Und Lützeburg ist sehr neu heimisch gehen. Sie ist die menschlichste, generöste Person, die ich auf der Welt kenne. Und sie hat mich
an all meine Berufe, mir particulièrement dem Heiten immens inspiriert. An die letzte Person, die ich will zitieren, die ist für wenige bekannt, das ist mein Großpap, den Egidio. Den Egidio ist für rund 100 Jahre aus Italien hergekommen. Er hat nicht den Weltkrieg als Soldat gemacht, er hat den Zweiten Weltkrieg hier zu Lützeburg erlitten. Hin war den ersten den italienischen Wein auf Lützeburg importiert hat. Wie ganz wichtig, hin hat zum Schluss von seinem Leben gesagt, das Beste, was mir an meinem Leben passiert ist, ist Lützeburg. Ich will heute aus seinem Namen dem Land Lützeburg merci sagen. So, da ging ich mich als einer Stelle jetzt von der frohe Sinn ging ich mich als Relais mal ja. Ja, das den Grand Duc, den d'Agenda fixiert lo. Di wisst jo, dass den Depart vum Herrn Gramin werte gucken, dass der selbsten Dach wird auch organisiert gi wie den Depart vom Vizepremier Kersch a vom Minister Schneider an der doch Veredelung von denen 3 neue Regierungsmember noch die selbsten Dach stattfanden. Der Grand Duc muss du den Datum fixieren, zurückbehalten an noch kommunizieren, mir net mist normalerweise ufangs nächstes Jahr da sind. Da das auch eine Kompetenz, die beim Grand Duc ist, wo man zusammen selbstverständlich eine Chance schon. Ich will mich daran erinnern, weil auch wenn alle Frauen hat, ich werde Madame Backes zu den Finanzen, sie erst nach Hofmarschall an, wenn sie auch vis-à-vis vom Herrn Gramegna mengt, als nicht opportun, dass den Lot Madame Backes, Madame Backes vorstellt, pardon, Sylvie, Madame Backes selbstverständlich, sobald hier Veredelungen durch ist, auch der Presse zur Verfügung steht. Die Diskussion wird lo aufhängen mit dem Gespräch mit dem Grand Duc, dem heute Morgen hun als die Vertrauensrelation, dafür auch am Grand Duc auch selber will schwätzen, nachdem man dann Backes hat, also eine Vertrauensrelation, die wir aufgebaut haben, und das wird auch weiter an dem Vertrauen weiter gemerkt. Ja, Herr Kessler. Ich verdrücke so ganz kurz das Wort. Weil ich das war auch décidéiert für diesen Challenge unzuhöhlen, den man proposiert genoss. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui et à répondre favorablement? Est-ce qu'il y a... Ça s'est venu spontanément ou c'était une réflexion quand même avec plusieurs éléments en tête? Non, c'est quand même un changement de vie. D'abord, accepter une position, une fonction de ministre et après, évidemment, aussi adhérer à un parti politique. Ça, c'est un nouveau chapitre pour moi. Évidemment, ça requiert un temps de réflexion, aussi en consultance avec mes proches, ma famille. Voilà, alors c'est une décision qui est soutenue par ma famille, ce qui m'est très important parce que c'est un défi qui n'est pas évident. Vous pensez que votre passé de diplomate pourra vous aider alors parce qu'apparemment... Ah bah j'espère bien. Moi je peux vous dire oui. Moi je peux vous dire oui. Et est-ce que vous avez déjà en tête l'idée de vous engager pour les élections aussi en 2023? Je crois que ça fait partie du ticket, oui. Merci. Et dans quelle circonscription? Ouais, du centre. Oui. Voilà. Wird auch Überlegungen einfach bei intern lesen zu fahren oder war nur von Klar, dass da keine extern sich lohnt? Wir haben diskutiert, wir sind zur Konklusion gekommen, dass man Madame Backes frohen, weil sie den perfekte Profil hat für das Land auf dem Posten zu repräsentieren, am Land, an Bausen. Das heißt, natürlich schon mehr einer da ist geschwärzt, wie die da doch bei ihr an der Redaktion macht, von der Sache schwätzt. Aber es war für uns relativ sehr klar, dass Yuriko Backes wirklich all Qualitäten, Wissen an Diplomatie gegen Matt bringen für den dort Posten. Und du hätte mal sie gefragt. Herr Kessler. Von der Woche gesagt, dass auch den Herr Kinsch eine Option gewesen wäre,
Ich schon dat nie gesot mengen ich schon überhaupt kein nie gesot sie gefrot genau se Option gët lauter Optionen schon wieso de schwer net so mat wemech alles geschwert hun oder net geschwert ich ging dat dann lo fir mech behalen me de Schw vun Eis war op Juriko Backes gefall als Partei or als Komitédirektor als Büroexekutiv an du hummer mat der Madame Backes geschwert. Ja. Madame Backes hat gesagt, dass Falle von der DP an Vision geht. Können Sie vielleicht so was für eine Falle oder was für eine Vision Sie tun? Ich mengen was ganz wichtig ist für Zukunft vom Land als für ein nachhaltiger ganz aktive Standort an Wirtschaftspolitik zu machen. Ich mengen da sind nicht muss desideieren zwischen Ökonomie, Ökologie, dass sie nicht muss desideieren zwischen Beruf an Privatleben. Ich mengen, dass man am Land müssen ersetzen für etwas Gefühl, wie wichtig als Land ist, mehr an einem globalen, mondialisierter Welt, wo es ganz wichtig ist, dass die zwei Sachen auch zusammenkommen. Ich meine, die Sachen Solidarität zu Lützeburg ist extrem wichtig, da das ein ganz wichtig Valeur auch der sozial-liberal und natürlich für mich immer das europäisch, das ist etwas, wo ich mich auch will am der Partei. Ich bin noch ein Equipe-Mensch, dafür engagieren ich mich da eigentlich mit enger Equipe für die Vision an die Valeuren effektiv für die Demokratische Partei steht. Da ich viel Merci nach ein Jahr und dann bestimmt bis ganz geschwind. Voilà. Merci.